So, jetzt haben die uns verboten, dieses Video zu zeigen, angeblich wegen Urheberrecht. Das ist natürlich falsch, weil es gilt das Zitatrecht. Man darf auch per Bild immer zitieren, um eine These zu belegen. Aber der Vorteil ist, wenn jetzt jemand auf unsere Webseite klickt, dann weiß er gar nicht, dass wir nur 48 Sekunden da waren. Ja? Weil wir haben das Bild drin und sagen, ja leider wurde das Video gesperrt. Das ist gar nicht so schlecht, wenn ein Journalist draufklickt, denkt er, ja, bei mir auch, waren die auch schon. Ich weiß nicht, dass wir nur 48 Sekunden dort waren. Und da komme ich auch schon aus den Lehren, die wir, also das war wichtig, dass wir jetzt bekannter werden durch den Erfolg in NRW. Achso, und übrigens, was ich vergessen habe, wir hatten in irgendeinem Wahlkreis, wir haben es noch nicht rausgefunden, da sitzt der Igor, mit dem haben wir uns zuletzt drüber gehalten, wissen wir das schon, wir hatten in einem fast 5%. 7,7. 7 Prozent, ja. Also wir wissen noch nicht warum. Also es war nicht so, dass da eine Zelle von uns war, eine Schläferzelle. Oder eigentlich schon eine Schläferzelle, weil wir kennen sie ja nicht. Ja. So, also jetzt ist jedenfalls die Hoffnung, ja, da wo man uns dann kennt oder uns, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht mehr Flyer da gewesen oder so, wo wir es nicht rausgefunden haben. Also wenn man uns mal kennt, dann kommen wir da auch rein. Ja, aber die Erkenntnis war schon wichtig, dass es nicht so einfach ist, weil also was ich vorher gesagt habe, wir brauchen nur einen Promi, selbst das reicht nicht in den heutigen Medien. Das war für mich eine Erkenntnis, die, also was ich nicht gedacht hätte, weil wir hatten ja auch 2 weitere Folge im WDR, sind wir porträtiert worden, wobei ich jetzt gehört habe, die haben jeden porträtiert, das war mir nicht bekannt. Okay. Aber bei RTL, da wurden wir ausgesucht, denke ich. Genau, also da haben sich die Journalisten von den wenigen, also von den vielen Parteien, die sie zur Verfügung hatten, haben sie sich uns ausgesucht, auch übrigens Urheberrecht, die dürfen wir nicht zeigen. Bitte? 4. Okay, und eine davon waren wir. So, aber das hat nicht gereicht. Ja? Also wir haben die Userzahlen angeschaut. Es ist nicht so, wie ich gedacht hätte. Da hörst du einmal Partei der Vernunft, klingt vernünftig und googelst sofort. Es ist nicht so. Und ich habe lange darüber nachgedacht, und wir haben darüber nachgedacht, woran das auch liegt. Man muss sich mal in die Leute reinversetzen, in die normalen Leute, die sowas sehen. Die sehen, ah ja, da gibt es so eine Partei mehr. Und bei dem, was gesagt wurde, und die Berichte waren eigentlich sehr gut, da sind unsere Kernthemen an sich rübergekommen, auch wenn da, in einem Bericht hieß es, wir wollen zurück zum EMAG, aber auch das finden die Leute ja gut, insofern, ja. Wenn du das nur so siehst, dann denkst du dir, naja, eine weitere Kleinpartei, ja schon schön, niedrigere Steuern und so. Das ist kein richtiges Unterscheidungsmerkmal. Ja, also das müssen wir in Zukunft, da müssen wir auch drauf achten. Und wir entwickeln es auch, vorher habe ich auch unterhalten, hier mit auch Marketing-Experten, wir müssen einen USP finden, der uns total ununterscheidbar macht von den anderen Parteien. Und das ist nicht weniger Steuern, weil das sagen nur noch die FDP und die macht es nicht, aber das sagt die FDP schon. Ja. Oder weniger Bürokratie, das sagt ja sogar die CSU, ja, man schickt einen Stoiber dorthin, um Anti-Bürokratie-Behörde zu leiten. Also das ist auch kein USP. Und was ich mir vorstelle, also unser inhaltlicher USP, den muss man aber auch noch emotional aufladen, ist ja eindeutig das Geldsystem. Und da waren wir bisher der Meinung, dass es eben zu kompliziert ist, den Leuten auf Plakaten zu erklären. Aber da müssen wir eine Strategie entwickeln, und ich habe das vorher schon mal ein bisschen erzählt. Ich denke, da kann man sowohl im Radio als auch im Fernsehen damit arbeiten, als auch auf Plakaten. Mit diesem Zitat von Henry Ford, das Sie wahrscheinlich alle kennen, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution, und zwar noch vor morgen früh.